Hallo Morris, anfangen mit dem Singen, das erste Lied, Nummer 25. Seele auf, ich will's verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Unrein war ich voll von Sünden, doch er wusch die Flecken ab. Ja, ich will das laut verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden. Jesus wusch sie alle ab. Jesus fand mich Gott verehret, hob sein Lamm aus Herzenbrot, hat zum Frieden mich geführt, den ich aus so lang verloren. Ja, ich will es laut verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden. Jesus wusch sie alle ab. Ich war krank und voll von Wunden, von der langen Hilfsmacht. All die Schmerzen sind verschwunden, seit er mich geheilt hat. Ja, ich will es laut verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden. Jesus wusch sie alle ab. Oftmals will mein Fuß noch gleiten an der steilen Bergeswand. Doch ich weiß, er wird mich leiten, oh, so stark ist Jesu Hand. Ja, ich will es laut verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden. Jesus wusch sie alle ab. Jesus wird mich nie verlassen, auch im dunklen Tale nicht. Werd ich einst im Tod erblassen, leuchtet noch sein Angesicht. Ja, ich will es laut verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden. Jesus wusch sie alle ab. Das nächste bleibt Nummer 51. Züge Gewissheit, Jesus ist mein, nun kann es reich des Lebens mich freuen. Erbe des Himmels ewig beglückt, wie schon der Vorschmack vor nicht entzückt. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Süße Ergebung, himmlische Freude,
es man dem Heilande völlig geweiht. Göttlicher Friede füllt meine Brust, seine Gebote sind meine Lust. Dieses mein ew'ger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Dieses mein ew'ger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Seliger Friede, heilige Rast, Jesus bewahr mich und träg meine Last. Glücklich wird dessen, sicher darf sein, Jesu gehört ich, Jesus ist mein. Dies ist mein ew'ger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Dies ist mein ew'ger Jubelgesang, Jesu mich preist mit freudigen Drang. Nächste Leute Nummer 309. O wie süß klingt Jesu Name, o wie heilt allen Schmerz, und wie bringt Fried und Freude jedem kindlich gläubigen Herz. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es klingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Lasst uns singen Jesu Namen, er ist eine gute Wehr. In ihm werden wir besiegen, unsere Feinde ganzes Heer. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es klingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Welch ein teurer Name ist Jesus, oh wie er so hoch beglückt, dass sein Volk erlöst von Sünden, ihm entgegen jauchzend zückt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Singt mit Macht in Jesu Namen, seinen Ruhm mit Mut bezeugt, bis wir zu der Schar gelangen, die gekrönt sich vor ihm neigt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt.
mag ich grüßen mit ein paar Farben wie ein Galaterbrief fängt, sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unseren Herrn Jesu Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass uns errettete von dieser Gegenwart hier in eurer Welt, nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, ich wünsche jedem einen guten Morgen hier, alle herzlich willkommen, Gott sei gut und zu hören. So, wir kommen zu der Bekanntmerkung, was ich diese Weg ran durfte. Einmal die Einleitung, was Bruder Peter Baumann bringt, und die Predigt von Kloos bei Rampel. Und von der Predigt in Villa Carino von Benny Rampel, und Predigt in Maryland, in Campo 5 von Abraham Giesbrecht, so wird mit hostig angeplant, welche Weg gefragt worden. Wird nicht von verrückt so geplant, aber ja, ist von der du haben die vor Predigt bringen in Campo 5, Maryland. En van der was de jonge liedkreis, klok 3 uur middag, en jongchurch klok 7 uur ons, en maandag Dynasits klok 7 uur ons, en daardag Bibel en gebedstund klok 7 uur ons, en vrijdag klok 7 uur ons. En zondag betraf predik in Manitoba van Kloos bij Rampel, en Cerro Grande van Abraham Giesbrecht. En van der is de algemene koers op voor de school, dat is vielleicht een dag, de koers van de opas, de geld dat dan komt, gaat voor de school. En wieder als School Madwex Samarins 37 en half 8 en alle Eltern van Schulkingen eingeladen zu een Schulschluss. Wo ist das? Wie die Schule oder wo ist das? En so uns, Klok 7 so uns, Premiation. Und danach gibt es noch einen Elternsitz von den Eltern, die Kinder in der 2. bis 6. Klasse haben. Hast du das bitte geschaut? $2 per kjort, okay? Ja, we willen antwoorden, elder moet je dat hoe het dan is, oké? En medwerk straks zingen we hier de pas van groep 3. Als president nog wat, is er wat anders? Okay, und ich werde noch Abstunden beten. Zoll mij hem ervoor we danken die voor de schönste morgens, voor deze dag die ons schenken des Herr. En we daar hier top komen en hier steht, wir weten die hassen je verloren, wenn wir dort im Rechen senden und dass wir mehr von dem Wort hören wollen, Herr. Mochtst du unsere Ohren, unsere Worte aufmerken, Wort Empfang zu nehmen, was dein Wort uns von der Zeit haft, Herr. Herr, so bete ich für die Brüder, die da reden, auch für die, die das singen und leiden, auch für die Sonntagsschulleiter. Herr, schenk einfach, dass alles kann du zu deinem, dass du verherrlicht wirst. Und wie fast am Grundgebiet waren, ans Glauben auch gestärkt worden, Herr. So dass wir mehr für die Daunen derben, und dass du kannst verherrlicht worden, Herr. Wir beten am Segen durch diesen Tag in dem Namen Jesus Christus. Amen. Leute Nummer 224. Jesus führt mich aller Wegen, Seele, was verlangst du mehr? Willst an seiner Gnade du zweifeln, o der treuste Hirte ist er. Süße Ruhe hat meine Seele, folgt sie Jesu glaubensvoll. Auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Jesus führt mich aller Wegen, gibt mir Kraft in jeder Not.
Stütz mich treu im dunklen Tale, speis mich mit dem Lebensbrot. Wenn die müden Schritte straucheln, wenn verschmachten will die Seel, sprudelt auch aus hartem Felsen auf sein Wort ein kühler Quell. Sprudelt auch aus hartem Felsen auf sein Wort ein kühler Quell. Jesus führt mich aller Wegen, o der Reichtum seiner Gnade, o die Ruhe, die bei dem Vater, der auf ihr verbleitet hat. Schwebe ich einst durch ewige Fluren, mit der Siegerschmuck geziert, will ich das auf immer rühmen. Jesus hat mich treu geführt, will ich das auf immer rühmen. Jesus hat mich treu geführt. Morgens. Ja, ik wil een tekst lezen uit Lukas kapitel 10, ter aanleiding. Het is een zeer bekende tekst, denk viele, als het zijn alleen maar een tekst aan zijn bewust, en wat het goed deed. Maar ik denk dat is een lektie, die wordt ons immer levenstijd, wat ons wordt te zijn gaan, en wo we worden van leren, krijgt wat ook ons leven ongoed deed. In Lukas kapitel 10, von 38 bis 42, het gaat om Martha en Maria, en we willen einmal checken, Wortpost zu uns, wonderhaft das Beste sich erwählt, was zu tun hat, und auch kann je bei uns auch krijg verkommen, dass wir einfach lernen, krijg von der Bett auch, was uns Leben von der, vielleicht zu sein, der Entscheidung zu treffen ist. Ich lese im Lukas Kapitel 10 von 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinen Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung, und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Martha, Martha, du machst die Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, einmal, Jesus kam in Bethanien, und du wirst einmal kriegt das Martha, was am bestimmt gleichende, dass am anludende, und wenn sie dann die angelud hat, sei du kriegst eine Begebenheit, was am höchsten randet, und du wirst zwei ganze Verschiedenheiten. Das kann die bei uns von der auch sein, dass wir mit zwei Taub sind, oder ganz verschieden uitloten. Du wirst es immer wichtig, wirklich Jesus an die Sache nun, wenn wir nach uns Kopf, nach uns Gott denken, und glauben, wie weit nicht Beste, und wie so entscheiden dann war wir bestimmt kalt dran, auch das Petrus hat gewohnt, dachte bei ihm auch so, wie sich bewusst, entscheidet sich, wird Jesus nur fallen, bei Tod, und was dann sieht Jesus den all
Ik bid voor die dat die wordt sterk houden, dat die wordt sterk houden en dat we ook voets hadden zich vermeten, hadden Jezus geschet beleven. En toen zijn we dat naar ons goed denken, dat we so ver een kaart komen en de Enttäuschung der ersten nicht besaß werden, das ist unsere Enttäuschung, die Gradsenttäuschung. Du ist es wichtig, dass wir uns das erst bewusst werden, wenn wir eine Sache reden, dass die Sache, das ist die Sache, was Jesus will von uns, dass wir nicht durch die Enttäuschung kommen. Einmal erst auch ein Part, dass Jesus mit seinem Part nicht beschenken kann, wenn wir die Sache nach uns gut denken wollen, und dass wir die Sache handelen, Jesus te übergeben haben, dass Jesus uns zu weiten getan, für das hast du gemacht, für das sollst du entscheiden, dann gehen wir einfach nach uns wählen, dadurch kann Jesus nicht sein Part beschenken, das nächste Ding ist, wir enttäuschen uns und sind uns für das nächste Mal nicht bewusst und sind uns tragen, du werden es auch kriegen, was wir hier sagen. Wir werden hier einmal bechecken, Martha, dass wir hier eine gute Arbeit tun. Unbedingt, würde ich sagen, für der auch, nicht nur sein, Maria hat sich das Beste erwähnt, weil wir nicht ja kriegen, wie wir uns die Bestuhl sahen, horchen an. Vielleicht können wir auch sagen, ich habe einen Prediger haben, oder wer immer der Hand kommt, wir sagen uns einfach durch, und dort ist einfach der Segen Gottes, was Gott von uns will. Ich denke, dort ist nicht dort, sondern wir können einfach die beiden Dinge nehmen, aber was wichtig ist, von etwas, was wir bechecken, dort ist einmal, dass wir, wo Gottes Wort geredet wird, dass wir horchen tun. Dass wir aufmerksam horchen tun, dort sollen wir hier uns so wenigstens eine Arbeit fließig zu tun, dass Jesus startet hier nicht aus, dass die Arbeit nicht gut ist, was Martha tut. Er sagt bloß, dass Maria hat sich das beste Teil hat sich gewählt und das, was sie tut. Wir sagen von dieser Maria auch, dass sie nicht bloß wieder ein Begebenheit, ich war einmal nicht abschließend, aber hier in dit sagen wir, dass Maria, sie sah sich durch und sie horcht tau. Wenn wir uns durch sahen, horcht tau, dann sagen wir heute lernen. Und lernen, das sagen wir unbedingt, solange es eins zu sein, bis bei den Gewässern aller, lehrt den Menschen, du wieder lebst, bis nach da, was er gelehrt hat. Und ich denke aber nicht, dass du so erst, wenn es von Leuten ein älterer Mensch ist, der hat sich eine Täuschung belebt, der wird die Sache nicht feststellen, der lehrt so lange aus seinem Leben, der lehrt den Mensch. Und dort wie hier uns auch, wie Maria, sie sah sich durch, sie lehrt durch von Jesus, was unbedingt wichtig ist, und wir uns auch immer so im Acht nehmen, wo immer Gottes Wort geredet wird, du hörst wie Tau, und du hast wie nicht Zeit, zum Satz was tun, wie könnt ihr auch sagen, bei Martin, der hat mit beigeführt, dass wir dort gewesen, aber Jesus empfiehlt es hier nicht, dass er dort gefehlt hat, sondern Maria hat sich das beste Teil. Wir sollen aber auch von Johannes Kapitel 11 sein, wo Lazarus gestorben wird, du wie Maria, sie rohr, sie wird traurig, aber sie leiten Jesus auch an ihre Mäd kommen, dass Jesus auch kann Lazarus abwarten. Du sagst, der hat von Jesus gelehrt, der hat Vertrauen gefühlt all, und dort ist ja auch kriegt, was wir auch sagen. Wenn ich auch an denken da, kriegt um was zu lernen, um zu verstehen, das geht ja auch um die Herrlichkeit, dass wir mehr von der Herrlichkeit entdecken. Wenn ich an denken da an Paulus, was Paulus tut, ihr schei dort einmal verstehen hat, das Evangelium, dann sagt er, da was ich euer getan habe, in Christus sein Willen, für das, was ich euer getan habe, sagt er, das ist rein alles, das ist Schulden gewesen, das ist ein Drang gewesen. Das, was ich nicht habe, in Christus sein Willen getan, was ich vorher getan habe, das sagt einfach, das ist der lauter Schulden gewesen, und ihr schon das einmal verstehen hat, dass das, was ich nie gefühlt habe, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und ab dort nur, wie er sagt, er sich an, und er wird sich bewusst, und er mir Pferde weich, mit der Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch, was die Maria hier und so, sie will von der Herrlichkeit Gottes, sie hat das Geschmack, sie will von dort wiedergehen, sie will von dort, was wir auch von der guten Teil von dort sein tun, was diese Maria auch hat, wie dort alles abgeführt, weil wir fehlen sind und sind auch euer, wir in der Anleitung, auch was sie tun haben. Das bildet Eul, was sie hat, wo sie Jesus in der letzten Teil, wo sie Jesus das Salben dort, dort wir ein ganz Wirt, sehr großer Wirt hat dort, und dort hat sie nötig, dort Jesus zu geben.
Die Jünger, die früher sich noch, warum das ging jedoch zu verscheiden, aber Jesus sagte auch, der hat ein gutes Werk an ihm getan. Und dort noch sagen wir auch, was Jesus hier auch bestätigen, der auch kriegt, was Maria dann dat, sagen wir dort, dass diese, sie hat einen Tag, sie hat gelehrt, die Entscheidung, was Maria dort wird Jesus wohl gefährlich. Das gefällt Jesus, die Entscheidung, was Maria dort, und dort sagen wir von der ersten Part her, sie sah sich das erste Doel in Hörigtau. Wenn ich denke, von der am Doel zu sagen, in toter Horchen, am das Wort Gottes, das erst Befehle von der eine Langwilligkeit. Vielleicht bei den Älteren, bestimmt, also bei den Älteren Befehle, dort ist eine Langwilligkeit, sehr in toter Horchen. Und nur dort, wo wir dann auch sagen, das ist doch nicht bis bei den Älteren, wo es dann blieben, der eine Langwilligkeit ist, sondern die Kinder kriegen das dort nicht mehr, die haben dann auch den gekauft, wo die sich mit einer Zeit, wo die sich dann ihre Zeit mit loten, und du mit, was nicht teuer drauf, du mit die Kinder nicht von der Herrlichkeit Gottes Kinder mehr, wings, der Wort einfach, das ist eine Langwilligkeit, und wir holen uns so von drei, du weißt, wenn wir uns das auch so bewusst werden, als von Maria wir, dass wir einfach wollen, jeder Mal, wenn das Wort Gottes geredet wird, dass wir einfach wollen dabei sein, wir wollen auch abgehen. Vielleicht denken wir auch so, das hat nicht angehauen, aber immer war er frisch, mag das auch von mir, wenn er wo ist, wenn er nicht auf mehr zu tun, aber ich entdeckt war ein Satz, wo ich euch nicht entdeckt habe. Und dort kommt auch der Tod drin, und viel mehr, wenn Eltern sind, vielleicht haben sie 2 Kinder, vielleicht haben sie 5 Kinder, wie viel mit dort, wo die Schulden dort uns langweilig ist, dass die Kinder nicht im Gottesdienst kommen können, wenigstens ist es auf eine Langweiligkeit. Und du weißt, es ist unbedingt sehr wichtig, dass wir uns für dort entscheiden, dort Jesus will, dass wir einfach durch sind, wo das Wort Gottes geredet wird, wo das Wort Gottes wiedergegeben wird, dort wir davon lernen und dort wir immer mehr können, für das wiedergeben, auch der andere, dort, was Maria hier tut, dort das Letzte, dort sie einfach den grazen wird, was sie holen, dort wir es einfach reut, für Jesus aufzugeben, und dort wir, dort das Allerwichtigste wir, und dort wir auf Port davon, dort der von der Herrlichkeit verstanden haben. Und zum Schluss auch war ein Vers, wo ich doch, was wir wollen lesen, und dort in Lukas Kapitel 2, Vers 43, wo uns, das würde mein Wunsch sein, dass wir auch uns verlangen würden sein, der glückselig ist jener Knecht, dem sein Herr, wann er kommt, bei solchen Tun findet. Das ist einmal auch unser Gauderfars, einmal sehr, auf uns anwiesen, das ist nicht bloß, wir haben uns nicht einmal bekehrt, wir haben vielleicht uns Kind einmal in der Seelsorge nicht, hast sich bekehrt, nicht sehr wie alles überstehen, nicht sehr wie uns bewusst, das Kind ist gerät, nur das Fall sagt uns, glücklich ist der Jahr, wenn Jesus kommt, dort der dem Wort bei der Arbeit fängt, für ihn zu arbeiten. Amen. Nummer 163. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade erzeigest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade erzeigest, gehe nicht vorbei. Gib mir an dem Thron der Gnade, ruf von meinem Schmerz, siehe knie ich tief in Buße, tröste doch
Herzensschrei, da du an den Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Nur zu dir steht mein Vertrauen, Fels des Ewigkeit. Bei dir bin ich immer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an den Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du Heil, sei der Friede meines Herzens, wird mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an den Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Ich wünsche, dass die Friede Gottes mit in jedem einen sein wird. Dass wir uns im Leid singen leiden, dass der Herr mit seiner Gnade nicht soll vorbeigehen. So möchte das auch sein, ob es war wie die Gnade von der Erlösung gefangen haben, teilhaftig geworden sind. Er uns aber durchwehen auch von der Wort Gnade geben, weil wir von seinem Wort hören und reden, dass das uns erleuchten wird, damit wir sein Will erkennen und sein Will daunen. Wir haben gerade wir wiedergehen, nach Ware zu beten einmal, und sind dort passend abzustehen, wenn das dann freu ich noch. Liebreicher Gott vor dem Himmel, wir danken dir dafür, dass wir deine Gnade immer noch erfahren dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns auf diesen Tag geschenkt hast und dass du das hast mählich gemerkt und erholen hast, dein Wort, dass wir das auch dürfen von dir bei uns haben. Und ich freue einfach, Herr, dass du weißt, wenn wir von dir über einen bestimmten Aufschnitt uns vertiefen, betrachten, dass du uns was Erleuchtung geben, damit wir dein Wort verstehen und dass uns das auch viel wert wird, damit wir das abnehmen und an uns Leben anwenden. Wir laden die Herr an, mit dem bei uns zu sein und befehlen uns die an in Namen Jesus Christus. Amen. Wir wollen von der über einen Aufschnitt nur denken, den Jesus selbst geredet hat und auch ab verschiedene Begebenheiten. Das ist mal ein Ding, wo wir alle mit zu tun haben, alle an beteiligt sind und alle von lernen können. Vielmal ja, für diese Aufschnitte aus der Bibel, die schienen uns vielleicht so, als wenn die uns nicht so gut anpassen, aber das ist vielleicht nicht in unserer Situation anwendbar. Hier ist über Matthäus im 6. Kapitel, in der Bergpredigt nennen wir das so. Mir ist das immer was wert, nach so gesagt, an den Schriftaufschnitt zu denken, wo Jesus das gesagt hat. In der Bergpredigt, dass wir auf eine Gelegenheit erklärt, wir in die erste Predigten, die Jesus so öffentlich holen hat, Matthäus 5, 6 und 7. Und hier hat er ein sehr interessanter Satz gesagt, wir wollen über dort nur denken. Matthäus Kapitel 6, Vers 22.
Du sagst dort, das Auge ist das Leibeslicht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge entschalt, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Hier redet Jesus von dat Auge. En dat Auge door erst dem unseren Körper erleuchten. Und das sagt dann, wenn ans Auge ganz Licht ist, wo scheint dann der ganze Leib seine Wort, wo Dach. Und wenn über das Auge was an uns ist, oder ans Augen schuld ist, nichtig, da wird der ganze Leib finster sein. Und dann sagt er, im Bahn dort Licht, was an uns ist, Dienstnis ist, wie groß die Dienstnis überkommen sein dann. Einmal, weil wir hier vielleicht mal ganz kurz das betrachten, das Öl aus Licht in Schalt, oder Fenster kann auch sein. Wenn wir einen blinden Mensch betrachten, wir haben den nicht sehr viel unter uns, aber wir haben den trotzdem manchmal. Dort, wo ich erst Jugend längst abgewaschen war, da wirkt ein blinder Junge. Der wir mit Allah aussagt. Aber wenn wir einen blinden Mensch betrachten, den sein Benehmen ist anders als einer, der durch seinen kann, ja. Und so wollen uns das hier, habe ich jetzt uns hier immer was lernen damit, wo wichtig das ist, worauf wir unsere Augen richten. Und wenn das uns die Gift ist, unseren Körper zu erleuchten, dann sagt er auch, dass unser Körper dadurch kann beschützt sein, dass er Dach werden kann, dass das einfach ein Segen ist. Wenn wir uns feststellen, wir haben uns passiert plötzlich was, dass wir nicht sein können. Das gibt ja manchmal an verschiedenen Orten, mit Augenkrankheiten, was immer. Und wenn ein Mensch, der blind geboren ist, wo wir in Johannes im 9. Kapitel was von fängt, dass er dort auch geben wird, oder ein Mensch, der einfach ab eins blind wird in seinem Leben, dann sind die Verhältnisse verschieden. Wo sie dann gelebt sind, oder ab eins nan leben machen. Ein Mensch, der von klein und dann gelebt ist, dass er nicht sein kann, der lebt das Leben anders als jemand, der groß geworden ist mit seinem Sein und dann ab eins blind wird. Umgekehrt. Wenn ein Mensch das Sein sehr langsam vergonnen wird und er diese Möglichkeit hat, dort zu rekuperieren, war von Seinen zu werden, dann mag der Mensch ab eins, wo da alles ist. Wahrscheinlich das alles ist. Ich habe vielleicht so viele Sachen, so häufig sein, so mörderig, und habe nicht gemerkt, wo die Scheinheit verschwungen wird. Und ich habe das Zeugnis von meinen Menschen gehört, der das seinen vergonnen hat, und dann ab eins, der sich an Leuten apparieren, was immer da wir, das ab eins war er seinen Hand gestellt wird, und sie sehen, wo schmeckt das über alle aussieht. Und das merkt bestimmt den Mensch in seinem ganzen Leben, was üt, wo er die Dinge sieht, als Dach oder mörderig oder dies da. Und deswegen ist das ein sehr großer, merkt das ein großer Unterschied in uns Leben, die wie so das natürliche Sein durchhaben, ab was wir kicken. Und ich glaube, dort ist dort, was Jesus uns hier lehren will, ab was kicken wir. Wenn wir irgendwo gehen,
En er wanken kan ook zijn zo. En da wordt ons opeens, als er vielleicht eine sehr schöne Mahlzeit angestalt, oder Eten uitgestalt, so, dass es noch antragend wird, dann wird es eigentlich nicht, wird an sich kriegt anfangen zu hungern, aber es war das noch gleich lang als von dem, was wir gegessen haben. Aber das ist die Scheinheit. Also, dort, was wir sein, das unseren Körper beeinflussen. Das merkt unseren Verstand, die Ort denken, als was wir sein. Das merkt uns im Hort, unseren Körper, uns Gemüt, unsere Gesinnung, eine Entscheidung zu merken. So haben wir in der Bibel eine ganze Reihe Beispiele über das, was alles geworden ist. Eigentlich, gleich, und was immer das ist, durch dem, was Mensch sagt. Oder durch dem, was Mensch sein soll. Kijk dir mal, als Mose da mal in der Wüste ging und sagt, es ist ein Streit dort zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Was sagt er dort? Und er sagt, den Israeliten arg lieden. Was passiert dann? Die reibt er an. Schlug den Ägypter dort. Wegens, er wollte seine Freundschaft. Das soll Gott haben. Er greift einfach an und versucht, das arg zu beseitigen. Und erklärt das auch nur mein Verständnis nur, was Jesus hier einmal sagen hat wollte, durch dem, dass er sieht, wo das mit uns Jugend gestaltet wird, was wir von das dann lernen können. Weil ich will auch eigentlich sein, ich wünsche, dass die das selbst noch studieren werden. Wenn es mich haben, so viel kann es nicht alle schaffen, was Jesus hier ans Lehren hat wollte mit dort. Dann habe ich an uns aber noch eine Entscheidung, was wir sein oder wo wir hinschicken. Wir haben ein Vers in Prediger im 1. Kapitel, der 8. Vers, da sagt das, dass ihr sich niemals sagt, und das Uhr sich keinmal sagt. Weil wir einmal das mal noch mit unseren Gedanken so mitnehmen. Erst hat es dort. Von einer Seite, dort wird wir sein. Dort ist nicht so aus dem Paket, was sich in uns abstupselt, einmal so gesagt. Wir können immer wahre Dinge ankicken, immer wahre Dinge ankicken. Aber schließlich ist das so. Die Dinge, die wir am meisten ankicken, die Dinge, die wir am meisten in uns Körper nehmen lassen, durch das Öl, dort ist dort, was uns Körper davon wird. Das sagt uns im Römerbrief über die Gottheit und über das Gott verlegen und so weiter. Dann sagt uns dort, wenn jemand dort weiter will, als dort ein Gott gibt oder nicht, dann kann er dort an die Schöpfung und die Werke betrachten, da wird er dort sein. Also können wir uns rechten, ab Gott haben, den zu finden, den zu entdecken, mehr zu entdecken. Oder wir können uns rechten, hier sagt es nur ein Schalk, wenn uns ein Schalk ist, dann wird uns ganzer Leib düster worden. Wenn du sagst, was ich sehe, wo wir wollen bitte das mit in Betracht nehmen, dass das keinmal satt wird, sich keinmal satt kicken wird, und das keinmal satt hören. Dann hat das auch noch seine Meinung. Erklärt das ja sind, und das soll es auch geben. Natürlich stoppt uns Uhr nicht voll von dem, was wir hören.
aber das Öl stoppt nicht auf von dort, was wir seinen. Aber doch, geht dort in unsere Seelen, in uns Körper, und dort merkt eine Entscheidung. Aber dort merkt ein Unterschied, wo wir das beurteilen. Weil mir ging das über das, die auch so, ich wollte das nun Team nehmen, Hirn auch seinen. Zwar ich Thema gewählt habe, mehr von seinen zu reden. Aber von den Nachrichten, politischen Nachrichten im Land, mir ging der letzte Weg, ich will eigentlich nicht mehr von dort hören. Mein Überfall. Die Sache, wie mir Überfall, ich fühle bedürftig, was andere zu hören als diese negative Dinge. Aber doch nicht alles Negative, es ist eine Sache, was da passiert, aber da kommen so viele Nachrichten, die gar nicht Wahrheit sind. Deswegen brauche ich das Beispiel bloß einmal so, mir scheint es mein Ohr wie Fall geworden. Da hat aber mit zu tun, wie mein Innerlichkeit, ich glaube, kann es das sein, das hat, wir Fall hat eine Sehnsucht nach was anderes als diese politischen Sachen. Weil in der Stadt können wir ganz EU betrachten. Wenn wir wollen diese Blumen betrachten, die Natur der Schöpfung, dann merkt dort bestimmt ein Unterschied, ab wann wir dort betrachten. Als wir dort wollen Gott entdecken, dort wir wollen Recker worden an Gott, oder als wir dort sehen, für voneinander in Deutsch, in Utnutzen. Ich habe meistens gesagt, zu approvechieren. Weil wenn wir die Blumen betrachten, diese verschiedenen Farben, klären, was sie haben, und das Geruch, was sie von sich geben. Das sind ja sehr verschiedene auch die Blumenarten, aber wo jeder dort von den Blumen können, wie gesagt wird, dass er das selbst an sich mit hat. Durch habe ich die Natur Gottes betrachten. Dann sind da eine Sorte Blumen, das sind alle Jahre drei, als ich davon antworten darf, dann habe ich die betrachtet. Erstens über Internet. Ich bin nicht sicher, was sind so eine Blumen und so weiter. Und dann eine Sorte, dass wir auf Reise wären. Wir machen als Familie ein bisschen Tour in Bolivien. Und dann habe ich gesagt, da ist eine Blume, die dort auf einer steht, wie ein Touristenplatz. Dann frage ich, sind das so eine Blumen? Da wollen die nicht von reden. Die Blumen, die heißt Anapola. In Mexiko sind die Blumen vielleicht mehr bekannt als hier, ich weiß das nicht mehr, aber von da habe ich das mit. Weil diese Blumen, die sieht sehr stramm aus, und die haben da einen Knochen, einen Ball, wo das jaft in die Blumen, der hat gewisse Liquide dabei. Und dort ist es sehr berühmt, die waren angebaut, wenn es von dem Liquide in dem Ball waren Drogen hergestellt. Hij dat gemaakt hat, ich sehe, dass die wollen nicht von reden, als ich frage, dass das Anapola Blumen wären. Vielleicht ist das Krieg für diese Ursache durchgewachsen, die wollen nicht von reden. Aber wenn ich davon gehört habe, der Betrag hat, dann mag ich das. Weil das sind an sich Geschmacke Blumen. Bloß so ist das die Natur Gottes. Der ist Schein, der ist Strom, und wenn wir diese versuchen zu entdecken, auch aus der Natur, die Gott geschaffen hat, dann gehen wir diese Dinge von zu merken, zu entdecken, die uns nicht nützlich sind. Und das sagt hier, wenn uns Jesus dort ist, dort wir diese negative Dinge alle ausnutzen, zum Schlechten wollen brücken, dann wollen wir die in uns Körper holen, uns Mensch. Und dort wird uns ganzer Mensch dies da worden. Uns innerliche Gesinnung wird dies da worden. Und dann wird dort über dem sehr wie ganz in der Distanz geraten. Dann, Jesus hat über das gesagt, das Öl ist das Leibeslicht.
Ans Öl ist einfach dort, was unseren Körper beeinflussen wird. Unseren Körper Licht geben wird. Also dann nu in dieser Hinsicht, wenn wir hier von Dienstnis reden, dann hat dort diese Meinung von Schlechtigkeit und die negative Dinge, die uns nicht zum Guten gereichen tun. Wir haben in der Bibel noch eine weitere Rede von diesen Geschehnissen. Wird das, wenn ein Mensch ab eins in seinen Stand ein negativer Utschein merken, der durch seine Augen. Check mal Ahan. Ahan wird bekannt als ein kann ich sagen, Koronel, aber über eine gewisse Part Armee, wo den Befehl krieg von seinen König, wo sie eine Stadt übernommen und falsch schlunen deuten, dass sie da alles vernichten sollen. Und Ahan wir für das bekannt, dass die den Befehl des Königs ausführen deuten. Nu über dem sah er dort eins, einen babylonischen Mantel, und danach selber, ein silberner Spieß. Was er dit in Arm? Durch dit, was er da seinen deit, was Arm gelasten deit, wo er nie Gelegenheit besagt, für sich persönlich in Nutzen zu haben, gehorcht er nicht mehr dem Befehl, dem er vom König gekriegt hat. Er deit nicht alles vernichten. Er deit Wort für sich besiegt beholen, und da brach am großes Eigleik. Da brach nicht bloß für am Eigleik mehr, da brach ein Eigleik für seine ganze Familie. Zuerst dort, wenn wir was sein, dann merken wir eine Entscheidung ab, dort was wir sein. Die Entscheidung, was wir merken, aber davon ut, wo wir kicken. Erst dort Licht, oder erst dort Schaltheit. Dort merkt der Unterschied. Ahab aus ein König. Der sagt ab eins von seinen Hüs, dass sie Nobador den sehr schmacker Garten hat. Und dann jankert am dort steckt Land da. Oh, das ist so. Wenn das so produktiv ist, das Land, wofür mir das wird mit sich bringen, durch einen Weingarten anzuplanten. Der boven an, dass sie dich bei Tüß, du dich bei wo sie wohnen und so wieder. Dann leitet er dort unser Segen, woher da wird kommen zu den Garten. Was am der Kosten wurden sie wieder. Dann krieg ich die Antwort, dass das jemand gehören, der den Garten, den er geerben hat, von seinem Vater, den will er einfach nicht, wie kein Mensch, dass wir sie aufgeht. Den will er beibehalten. Da mögt den König sehr traurig, als seine Früder sagt, dass er traurig wäre und das Utforschen, naja, so, vielleicht weit wir die Geschichte alle auswendig. Aber dann sagt er, was die dort verhalten, das Wort schaffen, dass die nicht traurig holen. Dann stellten sie falsche Zeugen da an, dass das, der den Garten da hat, dass der Todesgerecht schuldig war, und sie brachten den Arm und nahmen das Stück Land da. Sei wieder, was da passiert, wenn ein Mensch durch seine Augen, durch das, was er sein wird,
ob eins gerecht ist, ob das für sie nutzen soll sein. Und nicht dem Herrn besiegen wird. Nicht die Wahrheit im Ziel haben. Dann habe ich diese Geschichte von König David, der uns aus dem Mann um Gottes Wort betekent wird. Von dem wird uns gesagt, ein Moment. Ich glaube, das wäre ein Moment, wo er vielleicht nicht gerade stark wäre, dass er nicht gerade viel Arbeit in seiner Regierung tun muss, sondern dass er ab einzelnen Tietje für sich nahm. Vielleicht hat er ein bisschen für Wack gegangen, mit Ram gegangen, was immer. Aber dann sagt er ab eins, sagt er von ab den Tag, von ab sein Haus, sagt er da bei den Nobasch, dass da eine Früh wäre, das sagt am sehr göttlich, interessiert am sehr. Er weiß doch, wer das wäre. Und er lädt den frühen Morgen im Krieg verabstellen, dass er angebracht wird, damit er nicht einen Schutz hat, damit er den nehmen kann. Das braucht er eigentlich, wo er sehr viel gehielt hat. Aus Simson, eigentlich habe sein, dass Gott diesen Simson im Ziel hat, das Volk Israel von den Philister zu erlösen und so wieder. Dass er den Reitmerken deiden durch Hahnarbeiten deid. Dann sagt uns dort von diesem Simson, dass er eins eine Frühsach, der am Janker zu frieren. Und er sagt zu seinen Eltern, die meinen Augen gefällt, und gib sie mir zum Weibe. Da will keine Utwohl, dass die Eltern noch können über das Rotleben irgendwas. Er sagt, gib sie mir. Und die Eltern gehorchten dort, wir Simson sind Schicksal. Dann habe ich von diesen Regierungsangestellten Potiphar sehr anerkannter Mann. Er hat sehr treu, hat den Knecht gefangen, der gefallen am Seier. Aber da sagt uns, dass seine Früh warf ihre Augen auf ihn. Und das heeft ein Schicksal. Das gerechte Knecht wird im Gefängnis gestoppt dafür. Das sagt nicht, dass er sagt sich bei Jesus anderen, dass er da nicht mehr treu wäre. Aber wir sehen, was hier für ein Verhältnis verderben wird, der dort, wo man seinen, die Entscheidung wird getan wird, der dort, wo der ihren Geschmack sagt. Jesus hat ein weiteres Beispiel gesagt, eine Linie gibt im nächsten Kapitel, im 7. Kapitel Matthäus, Vers 3. Sagt, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Wenn wir das buchstäblich nehmen, dann kann wir bis nach die Ohren gekniepen sein, hat was damit das sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal alle was im Öl gehört, ein Speller irgendwas. Oh, der habe nicht hier von dem Frühes. Das ist ein Venja. Weet je, die kommt nicht so leicht Spellers geflogen, ja? Jetzt schauen Schalen auch nicht, dass das seine Ölen flitzt. Aber der, was der Mann Isa halt in seine Sachen schaffen, der traf mir mal, dass was im Öl flitzen det. Und wie groß ist so ein Speller, was der ist amaklich im Öl ist? Wie groß kann der sein?
Halfzahl. Zijn ze een klein vleesje, zijn een mastje, zijn dat reikt al touw. Aber dat is nog een Weg jetzt, ein mastje. Aber wenn das ein Isarspeller ist, wo das ein Saastjendel zahlt, oh, braucht nicht mal so viel als dort. Woran hat Jesus hier so ein extremes Beispiel als das gegeben? Er sagt, woran redest du von, du wirst den Nächsten einen Speller aus dem Öl nehmen und du selbst hast ein Ballchen in den Öl. Weißt ihr, ich glaube, das Wort Ballchen, von meinem Verständnis her, und ich glaube auch von unserer Seite her als Menschen, dann verstehe ich dort ein Ballchen, das ist als irgendwas geredet. Das ist vielleicht mehr als ein 2x4 Graf, ja? Wer würde mit uns dort amgehen können, sind stärker als dort im Öl haben? Und dann zu boven nach gehen wir nächsten kicken, wo es anging, was er im Öl hat, und wollen versuchen, durch einen Splatter zu kriegen. Das ist extrem unbegreiflich für uns Menschen. Was er hier glaube ich, meine will, dass das geben wird, dass Menschen absolut nicht eine rechte Vision haben und trotzdem voll von sein, unter seine Splatter zu korrigieren. Wenn wir von irgendwas im Öl kriegen, dann kann man nicht mal so ein kleines bisschen sein, was so gar nicht zu sein ist. Dann haben wir all das Öl bloß 100 Tau, aber wir wollen das auch nicht abhauen, wenn es kommt uns viel zu Tag für. Und wenn wir das andere Öl checken, dann auch gar nicht so klar. Aber wenn wir mit das Öl, wo wir ein kleiner Splatterband haben, sollen anderen sein Öl und ja segnen, dann würden wir sagen, wir finden das nicht. Ich habe gedacht, wir sollen uns vielleicht ein klein bisschen verglichen merken mit das. Ich denke, im Basenstock würde eine feine Mut sein für ein Öl, nicht so? Wenn wir doch mal einen Prüfsteig merken, ich glaube, wir wollen irgendwo einen Basenstock haben, was auch nicht gebraucht wird am Basen. Dann sind wir ganz gerne das Kollekte aufsehen, so dann, dass wir können, dass das aber schön taub bleibt, so. Bei uns dort im Öl starten, hinter den Öl, hinter den Öllappen. Das hat noch lange nicht ein Ballchen verglichen. Und, aber das ist halt ein Part davon. Ich glaube, wir würden all nicht wieder sein können, zu boven an, das Reibesteck halt, Öl, das wir uns so anmachlich merken, dass Öl, das wir überhaupt nicht mal besiegt ramkicken wollen können. Und ich glaube, das ist ein Begräbnis, was Jesus wieder ab das erste im 6. Kapitel gegeben hat, wie wichtig das ist oder wie schwierig das ist, wenn dort, worauf wir kicken, wenn dort nicht ab ins reine Ziel gerecht ist. Vielleicht hat Jesus hier wieder auch sagen wollt, nur mein Denken noch, wo er ans Menschen seinen Deid, als er sich einig war, ja zu sein, zu Gottes Will. Das heißt, er sagt uns, verloren, verbiestert, und ab in Irrweich gehen, und wir wissen selbst nicht, wie wir weich handeln. Dann sagt er dort, und am Joma dort, und er steht, was Gott eigentlich will, uns darüber halten, dort wir auch sollen diese Richtung haben, ans Nächsten gehen, aber
was den zum Gouden dienen soll. Das Jeff je immer wahrer det, ich nahnert hier einmal so menschlich ab. Dass diese Menschen Jeff, die seinen anderen bloß am Utnutzen, am eigenen sollen. Und ihr seht hier im 6. Kapitel, wann ans Öl ein Schalt ist. Dass das nicht ein Nutzen bringend ist, nicht Licht ist. Und dann wird an uns sehr düster worden. Und das Licht hier, durch wenn wir das in der Bibel so nehmen, hat das immer mit dem zu tun, die Wahrheit vom Wort Gottes her. Hier seht uns ein weiteres Beispiel, ein Gleichnis im 18. Kapitel in Matthäus. Durch das Eva vergeben in Gleiches zu tun. Das sagt hier im 24. Vers Matthäus 18, 23. Vers, ich will mal einige Vers hier so lesen. Da sagt er, darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 10.000 Pfund schuldig. Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da jammerte dem Herrn des Knechtes, und er ließ ihn los, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Groschen schuldig, und er griff ihn an und würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlte, was er schuldig war. Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie sehr betriebt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du Schuldknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dann dich nicht auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? In Matthäus im 7. Kapitel, da fing wir dort Jesus in den Zusammenhang sein, dass mit so einem Mut, aus was wir meten, wird auch uns gemeten worden. Also, ein Beispiel dabei in Matthäus 18, da hat Jesus einen Mut wiedergegeben, er hat sein Erbarmen bewiesen an jemand bewiesen, er wird ganz frei geworden. Aber als das an den Jahren kam, das wieder zu rechnen, ich habe gesagt, dann braucht er einen ganz anderen Mut, als was ihm gegeben geworden, als was er belebt hat. Und ich für mich persönlich glaube, dass diesen Zusammenhang, den Jesus hier lehren hat wollte, mit diesen Augen, das Seinen und das Handeln. Da will er laat sein, das Wiedergeben, das sein Erbarmen, das er über uns gehört hat, wo er uns gesehen hat, und dass unsere Richtung, ans Ziel, ob das soll sein, dort den gemäß wieder zu geben. Wenn es jetzt sagt uns im 18. Kapitel dort, dass der Herr, dass er diesen ersten, den er das vergeben hat, das alle entloten hat, den Treibvadern leid. Dann sagt er, warum hast du jetzt das getan? Du hast sogar eine Schuld abgelot, wenn du nicht jetzt selbst dir wiedergegeben hast. Wenn wir das ab dessen
Satz beziehen, der hat ein Schalz, aber er hat eine Dienste steht an sich, was er nimmt, um seine Vision wiederzugeben. Weil ich sehe nicht in Augen, Doktor, dass ich sehr viel Erkenntnis kann geben über Augen, sehr viel Technologie über dort. Aber ich habe einige Dinge erfahren, die ich sie erlebt habe damit, dass ich meinen Augendoktor habe zu tun gehabt. Ich halte mal zu schauen, mein Schwiegervater, den wir das sein nicht sehr gut, und er gewollt sein, als ihm nicht zu helfen ging. Dann wandte ich einem Augendoktor mit an, dann möchten die einen Augentest, weil eigentlich das Mut am geben zum Brall absaten. Zum eine rechte Brall zu geben, ja. Als sie dort dann geschaut, dann sehen sie, wir machen nach so einem Test merken. Das ist ein, wer weiß, wo das kriegt alle heute. Als sie den Test ist gemerkt haben, wie dann für den Spezialisten kamen, für den wirklichen Augendoktor, dann checkt er dann ab und sagt da, was ist los? Hier ist nichts von Trete kriegen. Den sein es vorbei. Was wir tun können, dort bloß noch beibehalten, wo das nu ist. Aber die geht nichts von Trete kriegen. Er hat eine Krankheit, die am die Augennerven versteht haben. Und das ging bloß noch abzuholen, dass das nicht wieder gehen würde. Das ging nicht von Trete kriegen. Weil jemand sagen will, als bloß, und heute kann nicht viel mehr sein. Wenn wir als Menschen uns betrachten, die wir noch eine gute Sache haben, oder noch angemutene gute Sache, wenn existiert Blick hier in den Check, hier durch der Check, dann kann ich das aber im Schien sein, was hier besiegt mir ist. Das ist das Geheimnis von der Augen, der Hand Spiegels, die geben uns wiederum uns zu sein. Das aber, was ich nicht gut sehe von meinem Schwiegervater, denn wir das alle kaputt gegangen, der kann bloß ein Strebsgefährlich sein. Weil wenn unsere Augen da hinkommen, dass das beeinflusst kriegen, dass wir bloß ein Strebsge sein können, das ist sehr schwierig, das ist sehr schwer. Und so sagt Jesus das hier. Wenn von uns aus, ans Auge gelernt wird, dass wir bloß das Strebsge betrachten und nicht den ganzen Reichtum der Gnade, und das für sich in uns nehmen, in uns zu wagen oder zu erbühen, sage ich, dann wird das Strebsge, was wir ausgestrahlt haben, uns genommen haben, das wird unseren ganzen Leib beeinflussen. Und der wird ganz dies da werden. Das ist sehr schön. Wir wollen noch einen Vers oder einen Aufschnitt nehmen zum Schluss. In Epheser im 1. Kapitel, hier hat Paulus einen Brief geschrieben. Wir wollen hier einige Vers von betrachten. Epheser 1, Vers 15 und dann Vers 18 doch wohl. Da sagt er, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Und welches da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er
ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Hier hat Paulus das mit dem Gebet bei seinem Wunsch, dass diese Menschen, die da an Gott gläubig werden geworden, dass Gott ihnen wird geben, erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welches da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Ich glaube, das Schatz, den habe ich noch nicht ausgeschafft, der ist unauschaffbar. Gott hat nicht einen Mut, bei denen, dort wann wir zu der Erlösung Jo gesagt haben, dort dann wie im Leben vorig sind. Gott hat auch für dein Leben für die Gläubigen ein Ziel. Und Paulus hat das hier besonders gehoben, erwähnt, was ich glaube auch, was wir einmal sollen, wo wir sollen auch bedacht sein, dass wir Gott am Erleuchtung werden für uns weitere Ziel im Leben. Weil je in Christus, du hast einen Schatz verborgen, den wir gar nicht einmal erkennen. Und darum müssen wir einfach am Werden. Wenn wir dort nicht tun, dass wir waren frisch, ab unsere eigene Vernunft, und an das Ziel im Leben, dass das der Strahl ist, was unsere Augen ausstrahlen, dann können wir kalt fallen. Das Ziel muss immer, das soll sie sein im Belieben, dass wir in dem, was immer unsere Berufung ist, dass Gott durch dort arbeiten kann, durch uns, und dass wir ans Ziel nicht verbessern, damit das uns Körper kann ganz Licht werden und nicht anfangen, dies zu werden. Weil ihr das ja so leicht ist, dort waren wir auch durch die Erlösung, die genodeilhaftig geworden sind, dort die Dinge ans Leben sind, die da auch noch mal erleuchtet wurden. Und wenn wir über von diesen die Dinge, die noch nicht erleuchtet sind, dort über Ausstrahl holen in ans Leben, dann kann die mehr Arten, ich habe sagen, dies zu merken. Hier absehen, ich habe einen Bund gemerkt mit meinen Augen. Und ich glaube, das macht wie auch. Weil wir dort nur denken, er muss Gott sein gut segnen. Nummer 254. Heiland, führe du dein Kind, deine Hand ist stark und lind. Meine Bück, mein Fels, mein Licht, Jesu, meine Zuversicht, führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Trotz der Feind bist du mein Hort, trotz der Sturm bist du mein Port. Alles bist du mir, Jesu, oh, ich traue dir. Führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Drum so nimm denn meine Hand,
ins Vaterland. Heiter folg ich Schritt für Schritt, denn mein Jesus geht ja mit. Führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleibst du meine Zuversicht. Ich will ein paar Vers mitgeben zum Aufschluss, zum Sehen. Wir wollen uns aufnehmen. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch. Habt einerlei Sinn, seid friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Segen mit euch.